So, zurück bei A New Beginning. Und wir waren mit der Faye in San Francisco unterwegs. Und dann haben wir doch einen Delvin und einen Salvador haben wir gerettet. Und der Salvador, der ist abgedüst, um den Kristall zu zum Durchsucher, wegen die Daten. Jetzt werden wir uns erst einmal da umschauen. Vielleicht reden wir erst mit Delvin. Er scheint ziemlich erschöpft zu sein. Du siehst müde aus. Aber irgendwie auch erwachsener. Haha, so schlimm? Ja, schau dich doch mal an. Viel ruhiger und erfahrener. Ist doch viel passiert in den letzten 12 Stunden. Aber weise und alt wird man so nicht. Bestimmt nicht. Gut, da haben wir Taschen. Schauen wir mal rein. Delvins Tasche. Komische Halterungen, irgendwelche Adapter und Klemmendinger. Ich nehme an, nur Delvin kann was mit dem Zeug anfangen. Naja, vielleicht auch noch Salvador. Ich frage besser Delvin, wenn ich was brauche. Ich weiß ja nicht mal, wie der Krimskrams da drin heißt. Gut. Ein Display. Ich glaube, das ist für irgendwelche Messgeräte oder so. Kein Strom. Ich wüsste ja eh nicht, was ich damit soll. Geht nicht. Kein Fach. Nicht mal für eine Batterie. Was will ich mit dem Ding überhaupt? Das macht die anderen doch auch nicht wieder lebendig. Wahrscheinlich nicht. Eine Schreibtafel. Damit macht sich Salvador manchmal Notizen. So, jetzt habe ich das Handy in der Entwicklung. Es stört bloß. Nein, Salvador könnte es lesen und er würde es nicht verstehen. 2:54 nach Beginn der Mission. 2050 ist zu spät. Phoenix Plan droht zu scheitern. Team A und B sowie D und H sind tot. Wurden gerettet. Von Funker F42. Hey, ich heiße Faye. Und warum stehe ich in Klammern? Nächster Schritt. Reorganisation mit Pilot Delvin. Neue Zielzeit ermitteln und zweiten Zeitsprung initiieren. So. Daten wurden gelöscht. Geschieht ihm recht. Aha, jetzt haben wir uns schon mal gerecht an dem Typen. Weil er so unfreundlich war. In der Lampe ist genug Svensson-Energie für einen Monat. Hoffentlich dauert die Mission nicht so lang. Brauchen wir denn? Die Lampe, jetzt ist aus. Der ist aus unserer Krankenstation. Schon komisch, ihn hier zu sehen. Nur Fussel. Süß. Da sitzt so ein Schmetterding. Du magst unser Licht, was? Ein Schmetterding. Gut. Küche. Öl, Gaskocher, Pfanne. Josephs Pfanne. Den Rest muss die Abteilung fossile Brennstoffe zusammengekratzt haben. Das ist nur für den Notfall gedacht, falls uns die Pillen ausgehen. Joseph und Delvin waren die einzigen, die was damit anfangen konnten. Vorräte, dann schauen wir mal, vielleicht finden wir irgendwas Brauchbares. Kohletabletten zum Aufbereiten von Wasser. Salzwasser, falls wir uns vergiftet haben. Und Desinfektionsmittel. Ich brauche das alles nicht. Meinem Körper geht es, glaube ich, ganz gut. Noch. Aber wie lange noch? Eine verriegelte Truhe, in der Salvador seinen Kram bunkert. Sie ist verschlossen. Da ist nichts zu machen. Aufbrechen. Sie ist mehrfach verriegelt. Ach, was will ich auch mit Salvadors Kram? Container. Darin haben wir den Kleinkram transportiert, der während der Bootsfahrt nicht nass werden durfte. Ich habe ihn vorhin ausgeleert. Da ist nichts mehr.
Hey! Weg da! Was für ein lustiges Tier. Ich hätte vielleicht netter sein sollen. Nicht mehr lange und es ist ausgestorben. Gut. In diesen Kühltruhen kann man Lebensmittel oder Medikamente lagern. Wir nutzen sie aber meistens, um Arbeitsproben zu konservieren. Sie ist zugefroren. Die ist zugefroren. Da sind nur Delvins Pflanzenproben drin. Salvador war richtig froh, als wir die endlich ausgerollt hatten. Er meinte, auf die Art lassen sich wenigstens wichtige Dinge sicher stapeln. Oh, Hoffentlich zerdrücke ich die nicht, wenn ich schlafe. Ich könnte abhauen und mich weit weglegen, wo mich niemand findet. Aber ich will nicht, dass Delvin sich Sorgen macht. Delvins Schlafsack. Durchsuchen wir mal den. Salvador hat seinen Schlafsack gar nicht erst ausgepackt. Eine Batterie. Das hätte sicher wehgetan, wenn Delvin sich da draufgelegt hätte. Ich nehme sie da besser raus. Aha, eine Batterie. Die Batterie ist voll aufgeladen. Das ist schon mal gut. Das wäre gemein. Er will sich bestimmt auch bald ausruhen. Gut, da scheint's sonst nichts mehr zum geben. Dann gehen wir mal da um. Weil da oben doch die Bibliothek ist. Zuverlässig, strahlend hell und sauber. Erklimmen. So, mal schauen, vielleicht hat er schon was rausgefunden. Plasmabohrer. Ein Loch. Das sieht ganz schön tief aus. Dann wollen wir mal. Egal, was du da versuchst, du lässt es bleiben, Madame. Wieso? Weil ich nicht will, dass du das ganze Gebäude zum Einsturz bringst. Ach so, er meckert schon. Warum hast du den Bohrer mitgebracht? Warum hat Nigel dich auf die Mission mitgenommen? Weil er mir vertraut hat. Der Bohrer ist wenigstens noch nützlich. Wie nett. Würdest du bitte meine Sachen in Ruhe lassen? Das ist kein Spielzeug. Salvador, Was gibt es? Geht's geht's voran? Das ist ein völlig primitives Sicherheitssystem. Die geschützten Daten dieser Bibliothek lesen sich wie ein offenes Buch. Das mit Sadi tut mir leid. Es ist nicht deine Schuld. Ich will dich um eine kurze Pause bitten. Ich bin todmüde. Madame möchte also Urlaub machen. Nur etwas Schlaf. Ich habe so viel geleistet und... Hör zu, Funker, das ist eine sehr wichtige Operation, verstanden? Auch meine Freunde sind gestern gestorben. Wenn wir hier faulenzen, war ihr Tod völlig sinnlos. Aber das tue ich doch gar nicht. Hier ist noch einiges zu tun. Wie denkst du, könnten die nächsten Schritte aussehen? Die nächsten Schritte, ja, vielleicht schauen wir mal, da wir den zweiten Datenkristall kriegen. Ich könnte den zweiten Datenkristall suchen und... Bei einer Kletteraktion in den Tod springen? Wir haben schon einen Piloten verloren. Es gibt sicher einen anderen Weg nach unten. Oder vielleicht Hilfe anfordern. Ich könnte versuchen, Hilfe anzufordern. Wenn ich funken will, Funker, dann frage ich Delvin. Du kannst doch sicher Wichtigeres beitragen, nicht wahr? Oder vielleicht die Umgebung absuchen. Ich könnte die Umgebung nach etwas Nützlichem absuchen. Ich kann dich nicht auf einen Spaziergang losschicken, während wir schuften. Du, Madame, sicherst besser das Areal ab. Wir wollen nicht im Schlaf überfallen und gemeuchelt werden. In dem Koffer ist die Sonde. Warte, wie soll... Du nimmst den Bohrer und bohrst ein Loch durch den Schutthaufen. Danach schickst du die Sonde durch das Loch. Hast du noch dein Zeitfunkgerät? Ich bin schließlich Funker. Dann verkriech dich in irgendeine Ecke und benutzt dein ZFG, um die Sonde durch das Gebäude zu steuern. Danach kannst du von mir aus dein Päuschen machen. Aha, es klingt noch ein Rätsel.
Schauen wir mal. Nehmen wir doch mal den Bohrer. Und gesagt hat er durch den Schutthaufen. Ein multifunktionaler Bohrer. Er besitzt eine Bohr- und Schneidefunktion. Und sein Filter ist austauschbar. Klingt praktisch. Oh je. Ich hoffe, das klappt. Hey, es hat funktioniert. Du hast ein Loch in einen Haufen Schutt gebohrt. Bravo. Und ich finde, es ist richtig gut geworden. Weitermachen. Ja, jetzt haben wir ein Loch. Das war ich. Das wird nichts. Es ist viel zu tief und zu dunkel. Klangt da ein Loch? Vielleicht nehmen wir mal die Sonde. Zu Hause benutzen wir Sonden, um gefährliche Stollen zu überprüfen, bevor wir selbst reingehen. Salvador hatte als einziger eine mitgenommen. Er meinte, am Ende will man uns töten und im Nu befinden wir uns im Krieg mit dem gesamten 17. Jahrhundert. Da brauchen wir jeden technischen Vorsprung, den wir kriegen können. So, dann schicken wir mal die Sonde da rein. Verdammt! Du hast sie doch nicht fallen lassen. Nein, alles in Ordnung. Ich muss das Schaltpult auf dem ZFG benutzen, um die Sonde anzusteuern. Nigel? Salvador! Ich habe Nigel gesehen! Hinter der Wand! Er lebt! Das war bloß ein Hirngespinst. Aber Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. wir müssen ihm helfen! Du hast deine Arbeit erledigt. Geh deine verdammte Pause machen. Er lebt und ich werde ihn finden. Das war ein Befehl, Funker. Deine Befehle sind hier wertlos. Geh schlafen. Nigel lebt noch. Das war ich. Können wir jetzt vielleicht durchschauen? Das wird nichts. Es Und jetzt gehen wir wieder einfach schlafen, oder? Delvin treibt sich da oben rum. Salvador war richtig froh, als wir die endlich ausgerollt hatten. Er meinte, auf die Art lassen sie... Gut, nachdem sie ja Nigel, dass sie Nigel gesehen hat, hat sie wahrscheinlich keinen Bock mehr zum Schlafen. Deswegen schauen wir mal, was Delvin da Lustiges macht. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir helfen, den Bohrer zu verstärken? Den Plasmabohrer? Wieso? Ich muss mir einen Weg in die Bibliothek schießen. Wow, 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 wow! Das ist gefährlich! Das ganze Gebäude könnte einstürzen. Ich pass schon auf. Habe ich jemals etwas Wichtiges kaputt gemacht? Mit einer Kondensatormembran könntest du die Energiezufuhr erhöhen. Leider haben wir nur eine Membran und die brauche ich selbst. Kann ich sie nur kurz ausleihen? Du bekommst sie auch sofort wieder zurück. Versprochen. Das geht wirklich nicht. Mein Farbmodulator spinnt und ich brauche die Membran, um das Energieniveau zu halten. Sobald das Licht nur leicht ins Rötliche kippt, zersägt mir der Pulsar die Geräte. Du brauchst sie, damit das Licht blau bleibt? Ja, genau. Du hast es verstanden. Nigel lebt noch. Bist du dir da ganz sicher? Ich habe ihn gesehen. Wir müssen sofort zu ihm. Und Salvador, er will nicht helfen. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Du willst mir also auch nicht glauben? Du solltest dich ausruhen. Danke. Ich komme schon klar. Delvin scheint auch keine Hilfe zu sein. Vielleicht probieren wir es nochmal. Wird es jemals wieder so werden wie früher? Wie meinst du das?
Vor einer Woche saßen wir zu dieser Zeit zusammen und haben uns Geschichten erzählt. Seitdem gibt es nichts anderes mehr als diese Mission. Das ist so... Ungerecht? Ja. Warum brauchst du die Membran nochmal? Du hast es wohl doch nicht so ganz verstanden, hm? Mein Farbmodulator spinnt und ich brauche die Membran, um das Energieniveau zu halten. Sobald das Licht nur leicht ins Rötliche kippt, zersägt mir der Pulsar die Geräte. Das Licht muss also blau bleiben. Danke. Ich mach dann mal weiter. Bis nachher. Bis nachher. Gibt's in der Zeitkapsel was? Wir haben viel mehr Energie verbraucht als erwartet. Hoffentlich reicht sie noch für einen zweiten. Ich wäre dann soweit. Alles klar, ich komme gleich nach. Aber ich fürchte, da muss noch einiges passieren, bevor wir hier wegkommen. Wenn wir hier jemals wegkommen. Das haben wir schon den ganzen Abend gemacht. Da ist nichts mehr und ich will nicht mehr. Dann eben nicht. Was haben wir da für Laser ansehen? Klappt alles? Naja, der Farbmodulator macht mir immer noch Sorgen. Das Licht kippt leicht ins Rötliche. Ich habe Angst, dass mir der Aufbau so in Kürze den Tisch durchschmort. Kann ich dir helfen? Ich weiß nicht. Das ist ziemlich kompliziert. Ich muss erst den Modus richtig einstellen. Dann anhand eines Referenzatoms die richtigen Werte ermitteln. Eintragen, auflösen, ausrechnen. Ein kleiner Fehler und das Raumzeitkontinuum platzt. Vielleicht machst du das doch lieber allein. Aber danke für das Angebot. Anfassen? Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Blau ist ja zwar nicht so aggressiv, aber immer noch weit weg von wirklich angenehm. Okay, dann haben wir da Ausrüstung. Dass wir das alles in die Kapsel bekommen haben. Wie so oft, alles nur eine Frage der Technik. Sind dir die Sachen im Weg? Soll ich sie wegräumen? Danke, aber ich brauche die Sachen später noch. Können wir da hinten? Nick. Sonst sehe ich da nichts mehr. Display. Die Lampe braucht man nicht. Da ist noch eine Lampe. Dina und Johann haben die Lampen gebaut. Ich konnte das nie gut. Wie in den Schlafsälen zu Hause. Aber ich glaube, ich mag die Sonne inzwischen sogar ein bisschen lieber. Strom sparen. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Gut. Da können wir nicht oben. Vielleicht gehen wir nochmal um. Ich kann die Batterie nicht einfach so in den Bohrer stecken. Ich nehme mal den Filter heraus. Blaufilter. Ich kann die Batterie... Der Blaufilter aus dem Plasmabohrer. Für was ist der gut? Ein multifunktionaler Bohrer. Er besitzt eine Bohr- und Schneidefunktion. Und sein Filter ist austauschbar. Aber für was der Filter gut ist, wissen wir jetzt noch nicht. Können wir vielleicht da nochmal das hernehmen? Der Bohrer war viel zu schwach, um mich durch die Wand zu schießen. Konnten Sie ihn nicht aufmotzen? Ja, aber sowas ist nicht einfach. Wenn du mich also bitte weitererzählen lassen würdest.
Bohrer aufmotzen. Bedeutet dir Nigels Überleben denn gar nichts? Mach deine verdammte Pause! Vielleicht erreichen wir bei Delvin mehr. Danke. Bis nachher. Können wir vielleicht den Blaufilter hernehmen? Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Das würde ich an deiner... Ich kann meine Ausrüstung auch später noch... Auf keinen Fall. Nö. Können wir denn da irgendwas kombinieren? Die Sonde ist zu weit entfernt. Ich kann keine Verbindung herstellen. Delvin hat zu tun und mit Salvador möchte ich nur im absoluten Notfall sprechen. Das würde ich an deiner Stelle nicht... Ist ja gut. Nö. Das sollte lieber Delvin machen, falls das nötig ist. Kannst du mir helfen, den Bohrer zu verstärken? Den Plasmabohrer? Wieso? Ich muss mir einen Weg in die Bibliothek schießen. Wow, 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 wow! Das ist gefährlich! Das ganze Gebäude... Ich pass schon auf. Habe ich jemals etwas Wichtiges kaputt gemacht? Mit einer Kondensatormembran könntest du die Energiezufuhr erhöhen. Leider haben wir nur eine Membran und die brauche ich selbst. Kann ich sie nur kurz ausleihen? Du bekommst sie auch sofort wieder zurück. Versprochen. Das geht wirklich nicht. Mein Farb... Sobald... Du brauchst... Ja, genau. Ja. Das kennen wir ja schon. Kann dieser Blaufilter die Kondensatormembran ersetzen? Darf ich mal sehen? Das ist etwas, simpel, aber könnte vielleicht klappen. Fantastisch! Es funktioniert wirklich. Hier, ich denke, du kannst die Membran haben. Aber sei vorsichtig damit. Das ist ja nur ein Netz. Ja. Um sie zu benutzen, musst du eine Energiequelle hineinstecken und es dann an den Bohrer anschließen. Das Netz zieht die Energie aus der Batterie und gibt sie konzentriert an das Endgerät ab. Ich habe eben im Lager eine Batterie gefunden. Dann hast du alles, was du brauchst. Okay, danke. Aha. Jetzt müssen wir nur noch das zusammenbasteln. Rein damit. Jetzt liegt die Batterie im Netz. Und die Batterie. So, jetzt sollte der Bohrer genügend Power haben. Versteckter Bohrer. Ein multifunktionaler Bohrer. Er besitzt und sein Filter ist austauschbar. Von mir stammt auch noch die Membran, um die Durchschlagskraft zu verstärken. Na dann. Dann gehen wir um zum Pulverisieren. Jetzt wird sich wahrscheinlich Salvador gleich freuen, wenn wir da die Wand durchballern. Ich nahm also den aufgemotzten Bohrer, richtete ihn auf die Blockade, als wollte ich ein zweites Loch bohren, zielte. Und peng, alles flog in die Luft. Nein, ich bohrte ein zweites Loch. Die Membran war nicht stark genug gewesen. Etwas fehlte noch. Ach, es fehlt immer noch was. Tja, was kann denn noch fehlen? Nee. Ich werde mir einen Weg durch die Wand bohren. Geh deine verdammte Pause machen. Vielleicht Ein trockenes Stück. Hat Seife eigentlich ein... brauchen wir vielleicht Seife? Nick. Die Sonde ist zu weit entfernt. Ich kann keine Verbindung herstellen. Daher vorne auch nicht. Die Sonde ist zu weit... Ich kann keine...
So viele Bücher hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Dabei müssen Sie doch einen ganzen Berg von Science-Fiction-Romanen gelesen haben. Was? Nichts. Fahren Sie fort. Ihr. Das ist alles viel zu verwittert, um es noch lesen zu können. Die würden in meinen Händen sofort zu Staub zerfallen. Leider funktionieren sie nicht. Können wir den nehmen? Finger weg! Wenn du ihn einfach rausziehst, stürzt das System ab. Ja, schon gut. Salvador arbeitet hier schon und kann mit dem Ding sowieso viel besser umgehen. Und ist zudem noch beschäftigt. Und wir müssen schauen, dass wir jetzt den Bohrer noch ein bisschen verstärken. Aber wie? Vielleicht fragen wir einen Delvin, der kennt sie doch aus. Wie funktioniert die Membran nochmal? Um sie zu benutzen, musst du das Netz zieht die Energie aus der Batterie. Das haben wir bereits gemacht, aber er muss noch besser werden. Das bringt nichts. Dass wir das alle... Wie so oft, alles nur eine... Quatschnick. Tja, was machen wir? Schauen wir in die Taschen rein. Durchsuchen wir es einmal. Komische Halterungen, irgendwelche Adapter. Ich nehme an, nur Delvin kann was... Naja, vielleicht auch noch Salvador. Ich glaube, das ist für irgendwelche... Geht nicht. Kein Fach. Was will ich mit dem Ding über... Das macht die anderen doch auch nicht... In der Lampe ist genug Svensson-Energie für einen Monat. Hoffentlich dauert die Mission nicht so lang. Können wir denn die Energie nicht kennen? Das bringt nichts. Nicht. Nein, Salvador könnte es lesen und er würde es nicht verstehen. Damit macht sich Salvador manchmal... Der ist aus unserer Krankenstation. Schon komisch, ihn hier zu sehen. Halt, bleib da. Ich brauche das alles nicht. Meinem Körper geht... Können wir vielleicht die Truhe öffnen? Das bringt nichts. Nee.